Swiss German Storytime mit dem Thomas. Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson. Kapitel 5: Der Tod vom Blinden. Meine Neugierde muss wohl stechen sehen als meine Furcht. Denn ich konnte nicht dort bleiben, wo ich gesehen bin, sondern bin wieder die Böschung raufgekrochen, wo ich meinen Kopf hinter einem Busch Heidekraut verborgen habe. Von dort aus konnte ich die Landstrasse von unserem Haus beobachten. Kaum bin ich in dem Versteck gelegen, haben auch meine Feinde angefangen, sichtbar zu werden. Es sind 7 oder 8 Männer gesehen. Sie sind schnell gelaufen, ihre Schritte haben laut auf der Landstrasse getönt. Und der Mann mit der Laterne ist der andere um ein Stückchen voraus gesehen. 3 von ihnen sind mit angefassten Händen gelaufen und ich konnte trotz dem Nebel sehen, dass der Mann in der Mitte der blinde Bettler war. Im nächsten Augenblick hat seine Stimme mir die Gewissheit gegeben, dass meine Vermutung richtig war. Denn er hat geschrauen: «Schlönt die Türen ein!» «Jawohl, Herr!» haben 2 von den 3 anderen Stimmen geantwortet. Und die ganze Bande ist auf den Admiral Benbow losgestürmt. Der Laternenträger ist zuletzt gekommen. Dann konnte ich sehen, wie sie stillgestanden sind. Und habe sie leise gehört reden, wie wenn sie überrascht wären, dass die Tür offen vorgefunden worden ist. Aber die Pause war nur kurz gewesen, denn der Blinde hat sofort neue Befehle herausgegeben. Seine Stimme hat lauter und heller getönt, wie wenn er eifrig und wütig wäre. «Rein, rein, rein!» hat er laut gebrüllt und hat über ihre Langsamkeit geflucht. 4 oder 5 von den Männern haben ihm sofort gehorcht. 2 sind beim schrecklichen Bettler auf der Strasse stehen geblieben. Es ist eine Pause gefolgt, dann habe ich einen Ausruf von Überraschung gehört und dann hat eine Stimme aus dem Haus rausgebrüllt: «Der Bill ist tot!» Aber der Blinde hat wieder geflucht und sie wegen ihrer Langsamkeit angeschaltet. «Suchen das in einer Leiche, ein paar von euch feigen Hunde, und die übrigen gehen rauf und holen die Kiste», hat er gerufen. Ich habe gehört, wie sie unsere Altstege aufgepoltert sind. Das ganze Haus muss davon zittert haben. Gerade darauf ist wieder ein erstauntes Geschrei gekommen. Das Fenster in der Stube vom Captain ist aufgestoßen worden und eine Glasscheibe hat geklirrt. Der Kopf und die Schultern von einem Mann, der sich weit rausgelehnt hat, sind im Mondschein sichtbar worden. Er hat zum blinden Bettler abgerufen, wo immer noch auf der Strasse gestanden ist: «Piu, Sie sind uns zuvorgekommen. Sie haben die Kiste schon umgekehrt.» «Ist es dort?» hat der Piu gebrüllt. «Das Geld ist da.» «Zum Geier mit dem Geld», hat der Blinde geflucht. «Ich meine, ist im Flint seine Schrift da?» «Wir sehen nichts davon», hat der Mann von oben geantwortet. «Hey da, ihr da unten, ist sie am Leib von Bill?» hat der Blinde wieder geschrauen. Darauf ist ein anderer von diesen Kerlen vor die Haustür gekommen, wahrscheinlich der da unten geblieben war, um am Captain seine Leiche zu durchsuchen, und hat gesagt: «Der Bill ist schon durchsucht worden, sie haben nichts übrig gelassen. Es sind die Leute von der Wirtschaft. Es ist der verdammte Bengel. Ich wette, ich hätte ihm das Lebenslicht ausblasen», hat der blinde Piu gerufen. «Sie sind gerade noch da gewesen. Sie haben die Türen verriegelt, wo ich rein. Auseinander, Jungs! Sucht sie!» «Allerdings haben sie ihre Funzeln da gelassen», hat der Mann am Fenster gesagt. «Auseinander und sucht sie! Stöbert das ganze Haus durch», hat der Piu wiederholt und mit seinem Stock auf den Boden geschlagen. Jetzt ist ein grosses Hallo durch unseren ganzen alten Gasthof gefolgt. Schwere Stiefel sind auf und ab getrampelt, Tisch und Stühle sind umgeschmissen worden, Türen sind eingetreten worden, dass die ganzen Felsen davon wieder kalt haben. Aber ein nach dem anderen sind die Männer wieder auf die Strasse rausgekommen und haben erklärt, dass man nie zu finden sei. Und gerade in dem Augenblick habe ich wieder das Pfeifen gehört, wo meine Mutter an mich aufgestreckt hat, wo mir dem toten Captain sein Geld gezahlt haben. Es ist wieder genauso deutlich vernehmbar gewesen, aber damals war es ein Doppelpfiff gewesen. Ich habe gedacht, es sei sozusagen die Trompete vom Blinden, durch die er seine Leute zum Sturmangriff gesammelt hat. Jetzt aber habe ich begriffen, dass es ein Signal von der Berganhöhe auf der Dorfseite war. Und zwar, wie aus der Wirkung auf die Freibüter hervorgegangen ist, ein Warnzeichen, dass die Gefahr am Herannähern sei. «Da pfeift der Dirk wieder», hat einer der Leute gesagt. «Zweimal. Wir werden ausreissen müssen, Kameraden.» «Ausreissen? Schafskopf»,
hat der Piu geschrauen. Der Dirk ist von Anfang an ein Dummkopf und ein Feigling gewesen. Um den braucht ihr euch nicht zu kümmern. Sie müssen ganz nahe sehen. Sie können nicht weit kommen sehen. Ihr habt ja das Ding in der Hand. Sucht es doch, ihr habt. Oh, wenn ich Augen hätte. Diese Aufforderung hat einige Wirkung zu Hause geschonnen. Denn zwei von den Kerlen haben angefangen, hier und dort umzusuchen. Aber sie sind nicht recht bei der Sache gewesen. So ist es mir vorgekommen. Und haben die ganze Zeit halb und halb an ihre eigene Gefahr gedacht. Alle übrigen sind unentschlossen auf der Landstrasse gestanden. Ihr habt Tausende zum Zugreifen, ihr Dummköpfe, und ihr wisst nicht, was ihr tun sollt. Ihr würdet so reich wie Könige werden, wenn ihr es finden könntet. Ihr wisst, dass es da ist, und ihr steht um und döst. Und euch allen ist kein, der es gewagt hat, vor der Bild zu treten. Und ich habe es gemacht. Ein blinder Mann. Und jetzt soll ich euretwegen alle meine Aussichten verlieren? Soll ein armer, winselnder Bettler sehen, der kaum einen Schluck Rum hat, während ich in einer Kutsche fahren könnte? Wenn ihr nur so viel Schneid hättet wie ein Mehlwurm in einem Zwieback, so würdet ihr sie jetzt noch fangen. Holt's den Henker, Piu, wir haben ja Dublonen, hat einer knurrt. Vielleicht haben sie das verdammte Ding versteckt, hat ein anderer gesagt. Nehmt Guinea und steht da nicht um zu streiten. Streiten ist das rechte Wort gewesen, denn ein Piu sein Ärger ist infolge von dieser Einwendungen so gross geworden, dass er seine Leidenschaft noch mehr hat können beherrschen und trotz seiner Blindheit auf links und rechts auf sie losgeschlagen hat. Und mehr als einmal hat er mit einem dumpfen Ton verkündigt, dass er ihn getroffen hat. Die Leute dagegen haben wieder auf den blinden Kerl geschumpfen und ihm mit fürchterlichen Flüchen droht und vergeblich versucht, den Stock zu packen und ihm den zu entwinden. Diese Balgerei war unsere Rettung, denn während die Prügelei noch im vollen Gang war, ist von der Anhöhe vom Berg über dem Dorf ein anderes Geräusch gekommen. Die Hufschläge von galoppierenden Ross. Fast gleichzeitig ist ein Pistolenschuss mit Blitz und Knall von der Hecke her gefallen. Offenbar war das letzte Warnsignal, denn die Freibüter haben sofort Kehr gemacht und sind in die verschiedensten Richtungen auseinandergelaufen. Ein am Strand der Bucht entlang, seewärts, ein anderer schnurstracks auf den Berg rauf und so weiter, sodass in einer halben Minute keine Spur mehr von ihnen vorhanden war. Ausser dem Piu. Den haben sie im Stich gelassen. Ob aus reiner Angst oder um sich wegen seiner Schimpfereien und Schläge zu rächen, das weiss sie nicht. Jedenfalls ist er allein zurückgeblieben, ist wie rasend auf der Landstrasse hin und her getappt, hat mit seinem Stock um sich her getastet und hat nach seinen Kameraden gerufen. Schliesslich ist er in die falsche Richtung geraten, ist ein paar Schritte an mir vorbei in die Richtung vom Dorf gelaufen und hat geschrauen: «Johnny! Schwarzer Hund! Dirk!» Und was er es noch für Namen genannt hat. Ihr wäret doch der alte Piu nicht im Stich lassen. Kameraden, denkt doch an den alten Piu. Gerade in dem Augenblick sind die Rosse auf der Anhöhe sichtbar geworden und 4 oder 5 Reiter im Mondschein bei vollem Galopp den Abhang abgesprengt. Da hat der Piu seinen Irrtum begriffen. Er hat aufgekreischt und hat sich umgedreht und ist im Graben hineingelaufen, sodass er zu Fall gekommen ist. Aber er ist in einer Sekunde wieder auf den Füßen und hat von Neuem einen Sprung gemacht. Er war jedoch so verwirrt, dass er geradewegs in die Rosse hineingelaufen ist. Der Reiter vom vordersten Ross hat versucht, ihn zu retten, aber vergeblich. Mit einem Schrei, wo laut durch die Nacht geklungen ist der Piu auf den Boden gestürzt und die 4 Hufe sind über sein Leib übergetrampelt. Der Blinde ist auf die Seite gefallen, hat sich dann auf sein Gesicht gelegt und sich nicht mehr bewegt. Ich bin aufgesprungen und habe die Reiter gerufen. Sie haben schon von selber, voll Entsetzen über den Unfall, ihre Ross angehalten gehabt. Und ich habe sofort erkannt, wer sie gesehen sind. Der eine war der junge Bursch, der vom Dorf aus zum Dr. Livesey gerettet war. Die anderen waren Zollbeamte, die er unterwegs getroffen hatte. Er war so verständig, sofort mit ihnen umzukehren. Der Zollinspektor Dance hat die Nachricht vom verdächtigen Küstenfahrer in Kitzhol bekommen und ist drum auf dem Weg dorthin gesehen. Dem Umstand haben meine Mutter und ich verdankt, dass wir vom Tod errettet worden sind. Der Piu war tot, maustot. Meine Mutter haben mir ins Dorf getragen, ein bisschen kaltes Wasser und Schmecksalz haben sie bald wieder zu sich gebracht und der Schreck hat ihr nichts geschadet.
Nur hat sie unaufhörlich darüber geklagt, dass sie nicht ihr ganzes Geld bekommen hat. Inzwischen ist der Zollinspektor so schnell er konnte auf Kitzhol geritten. Aber seine Leute mussten absteigen und sich im Finsteren durch die Talschlucht tasten, dabei ihre Ross am Zögel führen und manchmal sogar wieder stützen. Dabei mussten sie fortwährend auf den Hut sehen, vor einem Hinterhalt. Es ist also nicht weiter verwunderlich gesehen, dass das Schiff schon unter Segel war, wo sie in der Bucht angekommen sind. Es ist aber noch nicht weit draussen gesehen und er hat es angerufen. Eine Stimme hat ihm geantwortet, er soll sich lieber nicht im Mondschein zeigen, sonst wäre er ein bisschen Blei in Leib bekommen. Und gleichzeitig ist eine Kugel dicht an seinem Arm vorbeigepfiffen. Bald darauf ist das Schiff um die Landspitze herumgesegelt und verschwunden. Der Inspektor Dance ist da gestanden, wie er gesagt hat, wie ein Fisch auf dem Trocknen. Er hat nichts weiteres machen, als einen Mann auf Bristol zu schicken, um den Zollkutter aufmerksam zu machen. Und das, hat er gesagt, ist so gut wie gar nichts. Sie sind uns entkommen und damit basta. Ich freue mich nur, dass ich am meisten Pew auf die Hühneraugen getreten bin. Inzwischen hat er nämlich meine Geschichte gehört. Ich bin mit ihm zum Admiral Benbow zurückgegangen. Man kann sich kaum vorstellen, in welchem Zustand von Verwüstung das Haus war. Sogar die Wanduhr ist von den Kerli bei ihrem wütigen Suchen nach meiner Mutter am Meer umgeworfen worden. Und obgleich ausser dem Geldbeutel vom Captain und ein bisschen Silbergeld aus der Tischlade nichts weggenommen worden ist, konnte ich doch sofort sehen, dass wir zu Grund gerichtet sind. Der Dance hat die ganze Geschichte nicht begreifen. Sie haben das Geld bekommen, hast du doch gesagt. Was haben Sie denn gesucht, Hawkins? Wahrscheinlich noch mehr Geld? Nein, Herr Inspektor. Ich glaube, nach dem Geld haben Sie nochmal gesucht. Ich glaube tatsächlich, ich habe da, wo Sie gesucht haben, in meiner Brusttasche. Und wenn ich Ihnen die Wahrheit sagen soll, so will ich es gerne in Sicherheit bringen. Gewiss, mein Bub, da hast du ganz recht. Ich will es an mich nehmen, wenn du willst. Ich hatte gedacht, vielleicht würde Dr. Livesey. Ganz recht, hat er mich lachend unterbrochen. Vollkommen richtig. Der Dr. Livesey ist ein Gentleman und ein königlicher Beamter. Und gut, dass ich dran denke. Es ist wohl gerade so gut, wenn ich selber zu ihm reite und dem oder dem Squire einen Bericht mache. Der Meister Pew ist jetzt tot. Nicht, dass mir leid tun, aber er ist doch tot, verstehst du? Und die Leute werden jetzt an einem Zollbeamten von seiner Majestät versuchen anzuhängen, wenn es ihnen irgendwie möglich ist. Weißt du was, Hawkins? Wenn du Lust hast, nehme ich dich gerne mit. Ich habe ihm herzlich für sein Anbieten gedankt und wir sind miteinander in Richtung Dorf gegangen, wo die Rösser gewartet haben. Kaum habe ich meiner Mutter mein Vorhaben mitteilt, so sind wir schon alle im Sattel gesessen. «Dodger», hat der Inspektor Dance gesagt, «ihr habt einen guten Gaul. Lasst den Bub bei euch aufsetzen.» Sobald ich aufgestiegen war und mich am Dodger seinem Leibriemen festgehalten hatte, hat der Inspektor den Befehl zum Abmarsch gegeben und der kleine Zug hat sich im scharfen Trab auf den Weg zum Dr. Livesey im Haus gemacht.